Moien, hier ist Marianne. Wir fahren heute weiter mit unserem Döppegärten auf der Terrasse. Und nachdem wir die letzte Kehr geguckt haben, welche Döppe wir holen, können wir uns heute drum, was wir an die Döppen dran machen. Entweder gehen wir an die Boutique und wir kaufen Tutuboden, wo ich gleich noch erklären, ob wir den muss aufpassen. Oder aber wir gehen an die Wies, wo der Müll auf den Käpescher gemacht hat, und wir raffen den Boden ab, den wir dann mit Kompost vermischen. Entweder der Kompost, den am eigenen Gärten gemacht wird, oder aber den auf die verschiedenen Plätze am Land kann sicher gehen. Das wichtigste Kriterium, wenn ich mein Boden auswähle, ist, dass ein Torf frei ist. Weil der Torfaufbau ist immer noch ein schlimmer Raubbau in der Natur. Es gibt ganz guten torffreien Boden. Und dann stellen sich natürlich immer viele Leute froh, für was steht da Gemüseboden drauf, da steht Blumenboden drauf, auf dem nächsten steht Universalboden drauf. Das ist eigentlich nicht so ganz schrecklich wichtig. Wenn ich aber Blumen und Gemüse zählen will, muss ich just dafür sorgen, kein Koniferenboden oder kein Grünpflanzenboden zu holen. Wenn ich an Fies war, am Maulwurfboden sicher war, dann muss ich den halb mit Kompost vermischen. Dafür hole ich dann immer ein Schöpf von den einen und ein Schöpf von dem anderen. Und schöpfen das einfach oben hin. Voilà, ich meine, so ging es durch. Und dann geht es dran für den E-Kopf von innen rüber zu schöpfen. So vermischt sich das wunderbar. Das machen wir zweimal, noch ein bisschen zurück. Und dann haben wir perfekt gemischte Boden. Wie gesagt, ist schon mein Döppen einfach voll mit Boden gemacht, ein Drainagen dran, das ist nicht unbedingt nötig. Und los sind das Döppen bereit. Sie warten darauf, bepflanzt zu gehen. Aber das weiß ich an der nächsten Episode.